Servus und grüßt euch, heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Movilusion und dieses Mal wieder mit Gast und zwar zu einem neuen Format. Jetzt denkt ihr euch, warum neues Format mit Gast? Ja, weil es heute das erste Mal mit einem Interview zu unserem Gast sein wird. Das neue Format nehmen wir jetzt einfach mal, wer bist denn du? Und deswegen sagen wir jetzt einfach mal, herzlich willkommen und Servus Simon Spachmann. Sag mal, wer bist denn du? Ja, Simon Spachmann, genau, wieder, wie schon erwähnt und auf Facebook Simon Mimon genannt. Genau, und ich drehe gern ab und zu mal ein Splatterfilmchen, wo es schon ein bisschen spritzt. Ja, Horror ist halt so meine Leidenschaft, genau. Schon von klein auf an hat mich das Genre einfach gepackt und Bittenbach natürlich großes Vorbild und dann hat man gedacht, komm, probieren wir doch auch mal sowas. Genau, und jetzt habe ich noch ein weiteres Projekt vor, Born Dead 2, also der Nachfolger, knüpft dann an den ersten Born Dead ran und soll natürlich ein bisschen hochwertiger werden, wie das, was ich davor schon gemacht habe. Ja, weil ich da auch ein bisschen professionelle Hilfe bekomme. Das ist jetzt mal der Plan, jetzt mal schauen, wie es Corona und die Maßnahmen so zulassen. Cool, hört sich auf alle Fälle schon mal cool an, weil Born Dead 1 haben wir der Mike und ich ja sehen dürfen. Ja. Beziehungsweise auch schon mehrere, weil den gibt's ja auch schon zum Erwerben, oder? Hast du eine Handvoll? Ja, ich habe noch ein paar Exemplare da, genau. Wir hatten damals ein paar Stück pressen lassen. Jetzt, jetzt steht ja der Release von Backwood Carnage erstmal noch an. Da versuche ich, also wenn es zeitlich noch hinhaut, irgendwie den Teaser für Born Dead 2 mit drauf zu klatschen. Also das stellt sich jetzt dann demnächst noch raus, wie alles so läuft. Und auch, weil der über ein Label rauskommt, da wird sich alles in den nächsten Wochen oder im nächsten Monat dann auch so ein bisschen zeigen, in welche Richtung das überhaupt dann alles weitergeht. Kannst du schon sagen, von was für einem Label der dann kommt? Darf ich noch nicht ganz sagen, solange wir noch nichts Schriftliches haben. Aber es ist auf jeden Fall bekannt in der Szene. Und ich denke mal, in 2 Wochen oder so, dann wird es bekannt gegeben. Dann gerade über meine Seite Garden of Gore auf Facebook. Wie gesagt, wir sind noch in Verhandlungen, deswegen ist es schwierig, da jetzt noch irgendwie schon was rauszuhauen, aber sieht gut aus. Okay. Das ist ja schon hört sich ja schon mal cool an. Den Film Backwood Carnage habt ihr ja auch schon gesehen. Oh ja. Also zumindest einen Screener davon, wo ich aber auch noch mal ein bisschen was überarbeitet habe, weil ich nicht ganz zufrieden damit war. Und da kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Bonusclips drauf, wo ich mich dann selber auch noch an der Post-Production probiert habe. Also dann sieht man so, ja, Schnitt und Color Grading, was ich da mich so rumprobiert habe, war jetzt auch das erste Mal und hat eigentlich gut Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass du die ganze, du hast ja schon mal verlauten lassen, dass du ein kleines Hobby hast und dadurch eben dann gewisse, oder es dir ein bisschen leichter fällt, Szenen zu drehen. Erzähl mir kurz von dem Hobby, wie es dazu kommt und woher du das nimmst. Ach so, ja gut, okay. Ich sammle gern Props, heißt vorwiegend Köpfe, Körperteile aus Silikon, aus Schaumstoff, Latex, also vorwiegend aus Silikon, weil das ist doch am langlebigsten von allem. Genau, die ganze Bude ist eigentlich voll mit Props, sprich Körpern, Körperteile, Köpfen. Und die verwende ich dann natürlich. Ja, geiles Hobby, Simon, oder vielleicht auch für manche ein bisschen weird. Ich weiß nicht, wie man da im Freundeskreis, wie man das erklärt, weil der Mike und ich kommen schon immer in Erklärungsnöte, wenn es heißt, wir sammeln Filme, weil dann werden wir angeschaut, so, was bei uns nicht richtig läuft. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, ich sammle Körperteile? Ja, das ist schon manchmal ein bisschen weird, wie du sagst, ja. Also bei Leuten, die man neu kennenlernt, sowieso. Ja, oder Leute, die Kinder haben, oder? Und dann damit zu dir kommen oder so. Ach so, nee, Kinder will ich hier nicht in der Wohnung. Das passt eigentlich schon. Nee, von der Nachbarin, das Kind kommt ab und zu mal zum Zocken vorbei. Das ist gewöhnt, also das passt eigentlich. Und dann wird noch gleich sauber Doom gespielt, oder? Ja, nee, wir spielen Pflanzen gegen Zombies, Garden Warfare. Geiles Spiel auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall. Kein Resident Evil, aber ja, Multiplayer-mäßig geht schon was. Also macht schon Spaß. Und genau richtig für die Kleinen zum Ranführen ans Horror-Genre.
So sieht's aus. Erstmal ein bisschen rumballern, auch auf süße Pflänzchen und irgendwann werden Zombies geschlachtet. Genau. Oh, schön ist die Blume da explodiert. Später siehst Köpfe, die genauso platzen. Frühkindliche Förderung ist es. Genau, ja. so muss das sein. Aber dem Hobby haben wir es auch zu verdanken, dass deine Werke, die du uns da zukommen hast lassen, so ausschauen, wie sie ausschauen, weil wir da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, fast keine Computereffekte haben. Zumindest was Körperteile angeht und da alles handgemacht ist. Und das ist schon, also da bin ich sowieso gleich Feuer und Flamme, wenn ich sehe, da brauche ich kein Budget oder sonst was, wenn ich sehe, dass sich einer Mühe gibt und mit der Hand da was Effekte mit Schädel aus der Haut ziehen und was weiß ich macht, dann bin ich schon voll dabei und finde ich geil. Ja, so à la Ittenbach-mäßig natürlich. Aber genau. Das Ding ist tatsächlich, bei Born Dead hatte ich schon leichte Probleme mit dem Blutspritzen. Ich habe dann während den Dreharbeiten irgendwann auch einen Feuerlöscher dazu bekommen und damit ging die ganze Sache dann schon ein bisschen runter. Das merkt man bei 1, 2 Effekten. Da war dann alles komplett handmade, aber bei manchen Effekten mussten wir dann doch beim ersten Film auf CGI zurückgreifen. Bei Backwood Carnage ist ja alles handmade komplett. Kein CGI mehr. Da sieht man es da auch. Und da geht's ordentlich. Ja, ein bisschen. Da geht's ordentlich ab. Also, wer sich da Backwood Carnage oder Born Dead mal zu Gemüte führen will, unter den Fernseher unbedingt ein Handtuch legen und ein paar Eimer aufstellen, weil da tropft der Fernseher. Da sagt jetzt. Genau, und bei Born Dead 2 wird es auch kein CGI geben. Also, die Effekte werden auf jeden Fall auch nochmal einen Zacken hochwertiger und auch anspruchsvoller. Ich versuche, Beine rauszureißen, vielleicht auch einen Frauenkörper in der Mitte auseinanderzureißen. Das schauen wir mal, wie es klappt. Also in der Fantasie funktioniert das immer ganz gut. Was man da wieder mal für Fantasien hat, gell? Das wenn der Richtige wieder hört. Wie schauen da deine Pläne aus? Wären dann die Filme jetzt länger oder sagst du, du bewegst jetzt weiter hier bei den 15 Minuten, 20 Minuten Formate? Also bei Born Dead 2 plane ich schon auch ein bisschen länger zu machen, eher vielleicht Richtung halbe Stunde, was ja jetzt auch nicht so lang ist eigentlich, aber es kommt auch ein bisschen aufs Budget an und an der Lust und Laune der Leute, die wo mitwirken. Da muss ich auch nochmal sagen, vielen Dank an meine ganzen Freunde und Bekannte, die wo da immer wieder mit einsteigen und mich unterstützen. Ja, sehr cool. Ohne solche Leute geht sowas nicht. Aber es sind auch lauter Splatter- und Horror-Freaks im Endeffekt, oder? Deine Kumpels. Nicht alle, ne. Also manche Mädels zum Beispiel, die können damit gar nichts eigentlich anfangen. Jetzt durch mich, ja, die machen halt mit, wenn ich sage, hier, es geht wieder los. Ja, dann sind die auch am Start und helfen und unterstützen mich. Echt mega. Die müssten einfach, oder? Ja, die müssen, genau. Durch Born Dead habe ich auch andere Leute kennengelernt, die kommen dann auch von weiters her weg und die kommen dann auch immer angereist, eigentlich echt cool. Die habe ich quasi über Facebook, über die Community so ein bisschen kennengelernt und die machen dann auch Kamera und helfen bei den Effekten mit. Ja, ich wollte ja auch schon als Zombie kommen. Was für Zombies? Ich sag, ich wollte ja auch schon als Zombie kommen, aber jetzt mit der ganzen blöden Corona-Beschränkerei ist es für einen Tag hin und zurück ist es ja ein bisschen blöd, haben wir gesagt, gell? Wird man schon hinkriegen, also so ist nicht. Wenn das alles so, das bin ich gerade noch am Abklären mit, ob ich drehen darf. Du würdest auf alle Fälle einen Haufen Schminke sparen bei mir. Ja, siehst du schon ein bisschen modrig aus. Ne? Mike, lach nicht, du schaust viel schlimmer aus. Ja, aber ich habe sowieso keine Zeit nicht, aber dann kann ich leicht futzeln. Ja, stimmt auch wieder. Was von wegen Futzeln? Futzeln, Blätterherin. Ach so, ja gut. Okay, gut, dann weiß ich das auch. Nee, aber das wird man schon hinkriegen. Also wenn ich da irgendwie ein Go krieg für, dass ich drehen darf, dann gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Ja, unbedingt. Wir haben ja schon Low-Budget-Erfahrung mit unseren Brandl Pictures und ich war auch schon mal beim Ittenbach beim Dreh dabei. Ah, cool. Bei Legend of Hell war ich dabei. Man sieht mich sogar einmal durchs Bild laufen. Cool. Und ich glaube, auf dem Boden liegen hat man mich auch gesehen. Du bist der im Mittelalter, der die Armbanduhr drauf hat, oder? Ja, genau. Cool. Muss ich auf jeden Fall dann nochmal anschauen und mal genauer drauf achten. Aber apropos Ittenbach, hast du dann mit dem Olaf auch schon irgendwie Kontakte oder so gehabt? Ja, also ab und zu mal geschrieben über Facebook. Ich habe jetzt gesehen, auf Instagram ist er auch. Also ja, vielleicht kommt er irgendwie wieder zurück, schafft's wieder ein bisschen was zu machen.
sieht ja gar nicht schlecht aus. Ich glaube, gesagt hat er mal, dass er so filmtechnisch er selber keine Projekte mehr machen möchte, aber es war halt cool, wenn er wirklich noch Filme zumindest effekttechnisch betreuen darf, weil effekttechnisch hat er es halt schon immer drauf gehabt und seine Arbeit halt dann auch bei so Filmen wie Blood Rain oder so vom Uwe Boll, das hebt natürlich ja so einen Film, wenn da die Splatterei vom Olaf Ittenbach dabei ist. Das auf jeden Fall, nur deswegen schaue ich mir die meisten Filme dann auch an, also gerade zum Beispiel, bestes Beispiel Blood Rain, genau. Ja, Simon, jetzt hast du schon ein paar Mal erzählt, dass du Born Dead gemacht hast und dass du Backward Carnage gemacht hast und gerade an Born Dead 2 arbeitest, aber kein Mensch weiß, um was geht's eigentlich bei Born Dead zum Beispiel. Erzähl doch mal, um was geht's bei Born Dead und wie willst du Born Dead 2 weiterführen? Ja, also die Story knüpft schon so leicht dran an. Es kommen einige neue Charaktere dazu. Kann ich auch mal kurz drauf eingehen. Das werden Menschenhändler beliefern ja den Doktor mit frischer Ware in dem Fall. Heißt, entführte Leute werden in dieses Gefängnis, wir drehen ja in einem Gefängnis, in einem alten. Genau, die Zombies, die wo in diesem Gefängnis noch rumeiern, da werden verrottete Zombies viele sein, also eher so oldschool, schlürfende und frische Zombies, also frisch zerfleischte, die wo ein bisschen agiler sind. Und wir haben noch einen angeketteten Zombie-Berserker. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Zombie-Arten. Wie gesagt, die langsamen, die etwas aggressiveren und dann halt diesen Berserker, der wo keinen Halt vor nichts macht. Und es gibt viele Opfer, viel Zombies, viel Splatter, viel Gore. So, das ist jetzt mal mein Ziel. Also, ja. Und es gibt natürlich Dialoge wieder, die es bei Backward Carnage ja nicht wirklich gab. Hat aber auch nicht gebraucht. Gar nicht. Das waren angenehme 15 Minuten Gemansche. Das ist mal ganz ordentlich für zwischendurch. Da wenn es im Hintergrund noch wegen so Death Metal mitlaufen hast lassen, weil das Wahnsinns Musikvideo gewinnen. Voll. Ja, das war auch mal so kurz der Gedanke tatsächlich, aber dadurch, dass wir den auf so oldschool gemacht hatten, also mit diesem Grindhouse-Style und auch manchmal mit diesen VHS-Overlays, haben wir dann gedacht, da passt dann schon eher so ein bisschen 80er-Jahre-Sound, wo ja der Stefan Ortlepp seinen Teil dazu beigetragen hat. Also hat er echt top gemacht mal wieder. Na, auf jeden Fall. Also das tragt ja viel mehr zur Atmosphäre bei, aber so an sich, weil es gibt ja ganz viele Fälle aus der Amateurszene, die wo dann wirklich über so Splatter-Szenen Death Metal drüberlegen und das wirkt im Endeffekt nicht so, wie wenn es jetzt da wirklich so eine coole atmosphärische Musik drüber tust. Find ich. Ja, hat schon auch was, also, aber wie du sagst, halt mit der Atmosphäre macht man da schon ein bisschen was kaputt. Ich meine, ja, vielleicht soll es härter rüberkommen durch den Metal, ich weiß es nicht, aber es hat ja auch wahrscheinlich nicht jeder einen Komponisten vielleicht am Start und vielleicht dann doch eher eine Band irgendwie, wo er kennt und deswegen wird da vielleicht drauf gern zurückgegriffen. Ja, aber so finde ja auch, dass es mit dem Sound zum Beispiel jetzt bei dem Backward Carnage wirkt das alles wesentlich bedrohlicher. Ja, ich hatte zwar auch vor, ein bisschen humorige Passagen mit einzubauen, hat aber irgendwie nicht ganz geklappt. Das hätte der Background-Sprecher hätte das so im Hintergrund erzählen sollen, wie so ein alter Grindhouse-Trailer. So ein bisschen trocken und schwarzhumorig, wo er dann auch die Frau mit rein zerrt in die Hütte und dass er keine Freundin hat und deswegen muss er den Haushalt selber machen. Also hier diese Gesichter, wo auf der Wäscheleine hängen und das Gerippe waschen und Liebe mit der Entführten da machen. Hat aber dann der Synchron, also der Sprecher hat es dann ein bisschen anders gemacht, so dass es diese kranke Stimme, die wo in seinem Kopf ist, da wo die wo ihn antreibt, kam dann irgendwie ein bisschen dreckiger rüber und dann haben wir es einfach so gelassen. Also ist auch okay. Absolut, ja. Humor gibt's halt. Ja, Humor ist halt auf der Strecke geblieben in dem Fall, aber gut. Solange es bei Born Dead 2 wieder so einen grandiosen Witz gibt, wie den ins Koks pfurzen und danach die Luft wegschnaufen, bin ich schon dabei. Ja, sowas in der Art kommt tatsächlich nochmal vor. Ja, also sowas in der Art ist auf jeden Fall geplant. Wer ist auf den Witz gekommen? Wer ist auf die Idee gekommen? Der Herr Zanetti, also mit dem, wo ich den Film ja zusammen gemacht habe. Wir haben uns da ganz gut ergänzt. Mit der Arbeitsaufteilung und
Da war ich noch bei der Medienküche dabei. Jetzt treibe ich ja meine eigene Seite hier, Garden of Gore, und die eigenen Projekte. Ja, aber das hat auf jeden Fall echt gut gezündet, muss man schon sagen, ja. Das ist aber nicht irgendjemand mal echt passiert und er wollte es in dem Film bauen, oder? Ich hoffe nicht, dass es irgendwie aus seiner Jugend irgendwie das so ein Ding ist, was ihm noch im Kopf rumgeschwirrt ist. Nee. Nee, aber war auf jeden Fall echt eine coole Idee. Auf jeden Fall eine coole Idee. Du hast jetzt schon ein paar Mal Garden of Love, Garden of Love, das war der Film von Mittenbach, Garden of Gore erwähnt. Erzähl doch mal kurz, was ist Garden of Gore genau? Das ist jetzt quasi mein eigenes Projekt, also worüber ich die Filme dann so präsentiere und auch dann über Garden of Gore dann auch veröffentlicht werden. Mhm. Davor war es ja Medienküche und die gibt's auch noch, und ich habe jetzt mich da los und bin jetzt bei Garden of Gore, also selbst ja so ein Mann-Ding halt. Okay. Und welche Projekte hast du da noch so in der Hinterhand? Darfst du, willst du, kannst du schon drüber reden, oder soll es erstmal nur bei Born Dead 2 bleiben? Es bleibt erstmal nur bei Born Dead 2, weil ich denke mal, danach bin ich fertig. Also so ausgelaugt einfach, weil das nimmt schon echt viel Raum und Platz in meinem Leben mittlerweile ein. Also nach der Arbeit hänge ich dann eigentlich auch nur noch und kommuniziere mit Künstlern oder wegen der Location oder also mit den Maskenbildnern. Mhm. Ich bin eigentlich rund um die Uhr oder auf der Suche nach neuen Props. Also eigentlich ist mein komplettes Leben nur noch danach gerichtet, und irgendwo denke ich glaube, ich brauche mehr Auszeit. Und die ganzen Props, die du da hast, die wo du auch bei dir in der Wohnung hast, haben die auch in die Filme schon zum Einsatz gekommen, oder hast du die nur für einen privaten Gebrauch dann? Und wo hast du die ganzen Sachen her? Das war auch ganz interessant für manche wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch, genau. Ich sammle den Scheiß, also ich stehe auf so Zeug, und das war die Inspiration damals einfach, dass ich dann gesagt habe, damit könnte man doch das und das machen, und jetzt sehe ich irgendwas, habe schon direkt einen Effekt vor Augen. Zu finden gibt es so Zeug auf Etsy, ich gucke ebay.com, also im amerikanischen eBay hat man manchmal Glück. Es gibt den Prop Store, da vorwiegend dann schon ein bisschen hochwertigere Produktionen, wo auch verwendet wurden. Ich habe auch ein paar hochwertige Props in der Sammlung, die wo zum Beispiel aus dem Film The Grey oder American Guinea Pig, jetzt muss ich gerade überlegen, Sacrifice heißt der. Nee, halt Song of Solomon, sorry, kurze Verwechslung. Song of Solomon, genau. Und noch andere Sachen. Und dann habe ich auch noch Künstler, die mir sowas herstellen. Also die allerersten habe ich von James Bell bekommen. Der macht ja auch echt viele so Underground-Independent-Filme und stellt seine ganzen Props selber her, was ja echt cool ist. Und jetzt habe ich ein paar deutsche, ich weiß nicht, richtige Maskenbildner sind es eigentlich nicht, aber die haben es genauso drauf, wenn nicht sogar besser. Die haben das nicht gelernt, die haben sich das selber angeeignet, und die können selber so Zombie-Masken, Köpfe und so Zeug herstellen. Sehr cool. Ja, da wäre es doch Zeit für einen deutschen Beitrag im American Guinea Pig Franchise, oder? Ja. Wenn du dir da schon die Props von denen holst. Ja, also ich habe nur einen Arm davon, der war echt cool, also ich finde ihn echt cool, und vielleicht hatte ich da auch Glück, den gab es auch mal bei ebay.com irgendwie für einen Schnapper. Okay, jetzt habe ich gedacht, du hast den Stephen Bureau direkt angeschrieben und der hat das dann gemanagt oder so. Also nee. Da, keine Ahnung, was den geritten hat, das Ding da zu verscherbeln. Manchmal hat man, wie gesagt, halt auch Glück. Ja. Wahrscheinlich hat er Budget braucht, damit er die Klage vom Charlie Sheen abwenden kann. falls der wieder Spinnen anfängt und meint, dass die American Guinea Pig Filme echt sind. Stimmt, ja. Also. Die alte Nase weiß Sheen. Hast dann wegen so einem Prop auch schon mit zum Zoll müssen, das Teil dann auspacken, und warst dann vielleicht auch schon mal in Erklärungsnot? Ach so, ja, die kennen mich da eigentlich schon, also die gucken mich da schon immer ein bisschen komisch an, aber ich glaube... der Verrückte wieder. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie es echt gewöhnt, also ich weiß nicht, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich echt einen Prop,
wo wahrscheinlich noch der Karton voll mit Blut eingesaut ist und dann passt es eigentlich. Dann gebe ich denen den Rest. Das wäre mal geil, so ein Eimer Kunstblut mitbestellt und der platzt auf während dem Transport. Ja. Und da liegt noch eine halbe Leiche drin und dann passt es eigentlich echt für mich. Also wenn das mal passiert, dann denk dran, dass du eine GoPro mitnimmst und das alles filmst. Ja, mach ich. Ja, wie ich dann abgeführt werde. Ja, genau. Okay. So ging es doch damals dem Remy mit seinen Inner Depravity-Teilen. Die haben den noch damals auch abgeführt aufgrund seiner Filme, diese Inner Depravity 1 und 2. Weil die Filme so ziemlich echt die Effekte fanden. Ja. Okay, sagt mir jetzt gar nichts schon, ja? Ich kenne so eine Geschichte oder diese allgemeine Geschichte, dass jemand vor Gericht muss wegen so einem Splatterfilm, kennt man ja vom Ruggero Deodato. Ah, okay, wegen Kannibalen, Cannibal Holocaust oder wegen welchem war's? Ja, genau. Da war das doch damals, oder Mike? Ja, wo er dann beweisen musste, dass die Darsteller quasi nicht im Dschungel gefressen worden sind, sondern er musste dann beweisen, dass die Personen immer nur leben. Weil er ja im Vorfeld gesagt hat, bevor der Film rausgekommen ist, sie sollten ein wenig untertauchen, damit es quasi ein wenig noch realer rüberkommt, wenn die Schauspieler halt dann verschwunden sind im Endeffekt. Und ja, da musste er sich dann auf alle Fälle vor Gericht erklären, was da los ist. Ah, okay. Ja, sowas habe ich auch schon mal gelesen, genau. Man liest ja immer wieder gern so, gerade in diesem Genre, so ein bisschen, was da verrückte Sachen abgehen. Aber ich hoffe, ich gehöre nicht auch irgendwann mal dazu, dass ich mich da irgendwo mal erklären muss vor Gericht, oder? Ach so, solange du es erklären kannst, ist doch alles in Ordnung. Ja, also ich wurde auf jeden Fall mal von der Polizei nachts angehalten und ich habe da auch meine Props immer gern mit rumgeführt, weil ich ja dann immer auch abrufbereit hier am Wochenende, wir drehen wieder, dann habe ich die Props teilweise im Auto liegen lassen und der Polizist guckt mich dann nur an und sagt so, ja, er geht jetzt mal davon aus, dass das Bein auf dem Rücksitz nicht echt ist und die Kollegin von ihm, die guckt den dann nur an und leuchtet dann auch nochmal rein und dann, okay, alles klar. Sehr geil. Also die haben das gar nicht kontrolliert, sondern sind einfach nur davon ausgegangen. Ja, hat er so gesagt, er geht jetzt mal davon aus, dass es nicht echt ist und ich so, ja, kannst du davon ausgehen, das passt. Ja, wieder mal so ein Beispiel, warum so viele Serienkiller oft so viel Glück hatten. Ja, stimmt, wenn ich jetzt tatsächlich einer gewesen wäre, gut durchgekommen, gell? Ja, genau, Glück gehabt. Die Polizei geht einfach mal davon aus. Ich habe gelesen, du hast ja sogar schon, du machst dein erstes kleines Werkchen und dann gibt's auch gleich einen Preis dafür. Erzähl mal, wie war das? House of Horror, bester Kurzfilm für Born Dead 2019. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Ja, was soll man dazu sagen? Hat uns auf jeden Fall gefreut, dass wir dort teilnehmen durften und dann umso mehr natürlich, dass wir auch da bei den Kurzfilmen den ersten Platz gemacht hatten. Hätte ich jetzt nie damit gerechnet, weil das war ja auch nie irgendwie so geplant. Ich dachte damals so, ja komm, Zombie-Filmchen drehen und gut, mal probieren, wie das klappt und so. Und dann, ja, war das natürlich schon mega, dass wir dort auf einmal dann gewonnen hatten. Und ich habe selber erst gar nicht glauben können. Und dann stimmt, auf dem House of Horrors, wie heißt der kurze von Human Centipede 2, der kleine Dicke? Lawrence Harvey. Ja, genau. Der stand dann gerade zufällig neben mir rum mit seinem Bier und ich habe gerade einen Kurzen in der Hand gehabt und dann mit dem erstmal angestoßen, war eigentlich schon cool dann, ja. Was war denn das dann? War das der Dead Ends Award oder was war denn das, was du gekriegt hast? Genau, der Dead End Award, ja. Mike Blankenburg, Grüße gehen raus. Ja, an die Prinzessin. Ja. Genau. Ja, war echt cool. War eine mega Veranstaltung. Also mal unabhängig auch davon, dass wir dort den ersten Platz gemacht hatten. Das war einfach mega. Dort mit eigenem Stand auch auf dem House of Horrors und Born Dead quasi vertrieben. Auch wir hatten ja Pullover, Poster, Soundtrack-CDs. Cool. Glaube ich auf alle Fälle. Also mir hat persönlich, also Born Dead hat mir sehr gut gefallen, weil das wirklich einmal so ein Teil war, deutscher Independent- oder Amateur-Splatter-Film, der wirklich auch null gelangweilt hat, der wo splattermäßig voll auf die 12 haut. Gut, das Einzige, was jetzt da mir negativ
ja, aufgefallen ist halt das CGI-Blut, aber sonst der ganze Film, so die ganze Thematik auch dann mit Nazis vertragen sie mit Zombies immer gut, bekanntlich. Und ja, ich fand Born Dead also wirklich Weltklasse. Also für jeder, der wo so Amateur-Splatter-Sachen mag, der muss bei Born Dead auf jeden Fall zuschlagen. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, ja. Also, wie gesagt, da hatten wir damals zu zweit dran gearbeitet und wahrscheinlich gerade deswegen, jeder hat seine eigenen Ideen reingebracht, was er gern in so einem Zombie-Splatter-Film gern hätte. Ich mit meinen handgemachten Effekten und der Kollege dann mit dem Humor, gerade auch mit dem Koksfurz. Und ich denke mal, das hat sich echt gut ergänzt einfach. Der verdammte Koksfurz. Und vor allem halt, wie gesagt, die Laufzeit. Es ist zwar ein wenig ungewöhnlich, weil es jetzt kein Abendfilm der Spielfilm im Endeffekt ist, aber die Probleme, die viel so Independent-Splatter-Filme haben, das ist einfach, wenn es auf 80 oder 90 Minuten hingängen, oder die Batman-Sachen, die wo dann teilweise 120 Minuten dauert haben, da ist so viel Leerlauf drin, dass du irgendwann abbiegst. Und in dem Fall hat das genau passt. Also das war wirklich kein Gramm Fettro und Spaß hoch 8. Absolut. Ja, das freut auf jeden Fall. Aber ich glaube, das liegt doch auch daran, also ich selber spule dann bei so Filmen dann meistens vor, muss ich zugeben, bis es endlich richtig losgeht. Habe ich also in der Jugend halt immer gern gemacht. Mittlerweile schaffe ich es auch, die Filme normal anzuschauen, wie normale Menschen. Aber in der Jugend, das war einfach so, okay, ich habe sogar früher, das darf man eigentlich gar nicht sagen, Braindead vorgespult bis zum Massaker einfach, bis es losging. Eigentlich darf man das nicht sagen, weil der Film ist natürlich Weltklasse aber ich mag es jetzt bei Amateurfilmen auch nicht. Warum soll man Leuten eine halbe Stunde lang zuschauen, wie sie durch den Wald laufen, zum Beispiel? Und warum nicht gleich Vollgas ans Eingemachte? Genau, so schaut's aus. Genau, das sage ich auch. Das ist oft das Problem und vor allem, wenn dann, weil so mancher in dem Bereich, der versucht es halt dann auch noch großartig im Künstler, also so auf der Meta-Ebene und im Dialog schreiben und das funktioniert meistens halt einfach nicht. Da sind halt einfach ganz viel so 0815 Sachen, bei denen sitze ich dann da und denke mir, ich will doch jetzt nur. Und wenn es nur eben hier wie bei Born Dead 20 Minuten Splatter-Orgie ist, dann reicht mir das vollkommen, mehr möchte ich nicht. Macht's nicht mehr, oder versucht's nicht mehr zu sein, als ihr in dem Stadium jetzt seid. Das ist einfach, tastet euch lieber ein bisschen ran und schneidet euch in dem Fall eine Scheibe ab von Born Dead, der macht's genau richtig. Das ist für so 20 Minuten als Aufwärmer zum Bierfilmabend genau richtig. Gut, einen Kumpel habe ich dabei gehabt, der hat gesagt, nach der ersten Szene, er wird jetzt halt schon gehen, weil das ist ihm zu widerlich. Ich habe gesagt, du bleibst jetzt sitzen und saufst ein Bier. Und ja, er hat die 20 Minuten durchgehalten und er hat die ganze Zeit nur Kopf geschüttelt und sich gefragt, wie man sich sowas anschauen kann. Ach so schlimm gleich. Aber der schaut dann eher weniger so Sachen an. Genau, oder, der schaut sowas gar nicht. Ich glaube, das war sogar der erste Underground-Splatter, den er jemals gesehen hat. Ach so. Oder der Spezi von dir, mit dem wir mal Toxic Avenger 4 geschaut haben, weißt du, das noch, der brutal ausgeflippt ist, weil er nicht umrissen hat, oder dem war der Film einfach zu krass. Weißt du, ja. Das war ein Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass erwachsene Männer so durchdrehen bei einem, eigentlich Fansblätterfilm. Ja, so krass gibt's nicht, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Ja, meistens. Es gibt nur zu viel Käse dazwischen, aber zu krasse Szenen habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Genau. Nochmal zurück, weil du gesagt hast, kann ich weil sowieso auf Dialog sind und Metaebene. Das kann ich theoretisch schon machen und das kann auch am Papier super ausschauen, aber du musst ja dann auch im Endeffekt die Schauspieler dazu haben. Und wo man halt, das kommt dazu, genau. Eben, wo wir wieder bei der Independence-Szene sind, da hast du halt nicht immer das Gelbe vom Ei und das kommt halt dann auch oft nicht rüber. Und ja, deswegen gehen dann solche ambitionierte Projekte dann oft baden, weil es die Leute eben nicht rüberbringen können. Das stimmt, weil wenn ich eben nur Kumpels mitnehme, die vielleicht maximal ein kleiner Porno daheim im eigenen Schlafzimmer draht haben und sonst keine Kameraerfahrung haben, dann kann ich denen halt nicht die großen, tiefgründigen Dialoge auf die Lippen schreiben. Das funktioniert nicht, Leute. Das stimmt wohl. Also das machen ja dann meistens Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und da, genau. Die dann null Erfahrung haben und die werden dann gezwungen, da mitzumachen und klar, woher sollen die das eben, dann auch genau. können, gell? Und das oft einmal, das glaube ich weiß nicht warum,
wie der Mike sagt ja schon richtig, auf dem Papier schaut das sicher oft ganz cool aus, aber so realistisch müsste ich doch das eigentlich oft einschätzen können, dass ich sage, okay, mein Kumpel, der da jetzt mitmacht, der hat damals schon nicht für mich lügen können, wenn wir Scheiße gebaut haben und jetzt schreibe ich ihm da irgendwelche Sätze in den Mund, die andere überzeugen sollen. Das funktioniert einfach nicht. Reduziert euch auf geile Splatterei und ich sag's nochmal, Scheiben abschneiden von Born Dead, weil der macht's genau richtig. Ja, vielen, vielen Dank. Das hört man auf jeden Fall gern. Habt ihr es wieder bei Born Dead, läuft unterm Fernseher das Blut raus und bei unserem Podcast läuft unterm Wiedergabegerät der Schleim raus. Ja, der Blödsinn läuft aus. Ja genau, Schleim halt wieder. Solange es keine anderen Körperflüssigkeiten sind, geht's. Noch nicht. Dafür kann ich nie garantieren. Aber der Corby leistet da immer gute Arbeit und schneidet die Geräusche raus. Ach, die lauten Lusttropfen. Genau, weißt du, wenn es losgeht, auf einmal im Hintergrund mit. Aber jetzt ist schon wieder eklig, jetzt hört's mir auf. Ja, jetzt wird's ekelhaft. Zurück zum Thema. Nochmal auf Born Dead 2, Simon. Wann ist denn der Plan? Wann soll uns der denn beglücken? Gibt's da schon eine Zeitschiene? Nee, also nicht direkt. Also ich hatte gehofft eigentlich, also jetzt nächsten Monat anfangen zu können mit den Dreharbeiten und dass ich Ende des Jahres fertig bin, setze mich dann selber auch an die Post-Production ran, dann geht es schneller, weil ich mag es eigentlich nicht mehr so unabhängig von anderen Leuten zu sein. Deswegen probiere ich mich da selber dann dran. Ich hoffe, bis Ende des Jahres ist er komplett geschnitten und dann wird sich rausstellen, kommt er auch über ein Label raus oder Eigenvertrieb, kommt auch so ein bisschen drauf an, ja, findet sich vielleicht auch ein Producer dafür. Das wäre natürlich auch nicht mal schlecht. Aber ich hatte jetzt gehofft mit dem Teaser, da treffe ich bestimmt viele Zombie-Fans, sei es Resident Evil, sei es Braindead, Last of Us, werden überall so ein paar Elemente sichtbar sein und ich hoffe, dass da vielleicht auch ein bisschen, also Spenden sind immer gern willkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel für Backwood Carnage auch eine Spende bekommen. Der wurde auch dann in den Credits erwähnt und bekommt natürlich auch ein ganz spezielles Paket dann noch von mir, wenn der Film dann auf DVD gepresst ist, genau. Mhm. Na, also wie gesagt, ich habe das eh schon mal gesagt, also du müsstest irgendwas machen, irgendeine so Indiegogo-Kampagne oder irgend sowas, da findest du bestimmt jemand, der da weniger Kohle springen lässt. Ja, hatte ich auch mal vor, der Mike hat das ja auch mal vorgeschlagen, genau. Ich habe dann in einer Ami-Gruppe, wo ich ja auch drin bin, in ziemlich Underground und Gore-Gruppe, da wird das so ein bisschen verpönt oder ist nicht so gern gesehen. Da habe ich auch gedacht, das ist nicht mehr undergroundig genug, oder? Ja, so ungefähr. Ich meine, ich würde gern auch so ein bisschen den Spagat hinbekommen, dass es sowohl Underground-Fans anspricht, aber auch so Leute, die ja, so vielleicht auch nur Walking Dead oder so anschauen, dass die dann auch sagen, naja, komm, man gibt dem Ding irgendwie eine Chance. Oder dass das trotzdem die Leute unterhält und gefällt. Weiß mir gerade so einfällt, jetzt weiß ich nicht, wie sechsten du das, weil du bist ja in der Szene doch auch vertreten und mittlerweile auch ein Name in der Indie-Szene. Hat die Szene noch den Zusammenhalt, den es vor 20 Jahren gehabt hat? Weil in der Zeit, wo ich angefangen habe mit den Ittenbach-Filmen, so 1999, wo ich mir die VHS eben geholt habe von Black Past und Primutas und so. Die Klassiker. Genau. Und da war irgendwie so ein Zusammenhalt zum Spüren, dass sie die Indie-Szene, dass da irgendwie einfach da wirklich eine Szene da war, dass die Leute zusammengehalten haben, dass man sich gegenseitig unterstützt hat. Ist das noch so oder ist das mittlerweile komplett eingeschlafen? Weil mir kommt so vor, wie wenn das eigentlich hübsch eingeschlafen war. Wenn sie bestimmt ein paar so Labels gab, wie eben Black Lava oder sowas in der Richtung, die wo eben sowas gezielt vertreibt, hört man nicht so viel, oder? Da ist schon wieder. Ja, also ich glaube, Black Lava ist da auf jeden Fall auch echt die beste Anlaufstelle, gerade für so Filme. Ich meine, die bringen ja auch viel Ami-Sachen raus. Und in der deutschen Underground-Szene, ja, ist tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Also da gibt's was gibt's denn noch? Psycho Productions, so wie ich weiß, Sebastian Zeglaski und Pierre Mado mit seinem Schlachtfest. Sonst gibt's da gerade, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Also ich
treibe mich auch viel bei den Amis in den ganzen Underground-Gruppen rum und da gibt's schon noch ordentlich Zusammenhalt. Also da habe ich auch, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Toxic Fills, das ist doch auch so eine Seite, die vertreiben halt auch, ich meine, das ist eigentlich ein Bootleg-Label, aber manchmal auch vielleicht dann die einzigste Möglichkeit, an so Filme ranzukommen. Und der hat zum Beispiel Born Dead auch in sein Sortiment aufgenommen, aber halt mit den gepressten DVDs. Also weil ich gesagt habe, wir haben gepresste DVDs, warum sollten wir gebrannte DVDs davon veröffentlichen lassen? Macht ja keinen Sinn. Aber sonst bei den Amis muss ich sagen, da gibt's schon einen guten Zusammenhalt. Oder aus Belgien Rob Zeus und so. Das wird dann schon auch supported, also auch von den GBUs, also diese Grindhouse Black Lava Underground Supporter Gruppe. Seine Filme, ich meine, der hat doch auch Zombies vom Sector 9 rausgebracht. Muss ich auch noch anschauen. Ja. Aber es gibt schon noch einen Zusammenhalt, aber es ist so ein bisschen zerstreut. Also wenn man da nicht so tief drin ist und das so täglich so ein bisschen mitbekommt, ja. Aber ich glaube, damals war das schon auch so kleinere Gruppe, sage ich jetzt mal. Timo Rose. Genau. Zum Beispiel. Andreas und dann der Schnauz. Genau, und Olaf Ittenbach hat ja da oft die Effekte jetzt bei Timo Rose gemacht, glaube ich. Ja. Bei manchen, ja. Ja, der Andreas Bethmann war damals auch noch gut im Geschäft, aber wie gesagt, die ganzen großen Namen von früher, also in Anführungszeichen die großen Namen, da hört man eigentlich so nicht mehr viel. Das sind halt auch ein bisschen in die Tage gekommen, die Jungs. Ich meine, klar, Timo Rose, da kommt doch auch der Corpse Grinders irgendwann raus und der arbeitet doch auch an einem neuen Hell on Earth, heißt der doch. Das ist das, was ich gerade so, was mir spontan noch einfällt, was von den alten Hasen noch so rumkommt. Und ja, man kann ja natürlich nur hoffen, dass Ittenbach wieder für Splatter-Effekte gebucht wird. Oder dass er sich bereit erklärt, Splatter-Effekte zu machen. Ja, weil im Punkto deutsche Genre-Kino war auf alle Fälle Luft nach oben. Und wenn man dann ein paar so blödige Szenen mit dabei hat und die noch gut gemacht sind, nachher, ja, kann man mit Deutschen auch wieder ein wenig was zerreißen in der Szene. Das stimmt. Also gerade auch mit Olaf Ittenbach. Ich glaube, der braucht sich ja international mit seinen Effekten null verstecken, was ja echt top ist. Also auf jeden Fall. Ja, aber sonst hat er auch nicht dann eine Zeit lang einmal große Budgets gehabt für seine Filme dann auch in die, wo er in Amerika gedreht hat und so. Oder Kanada oder was war, ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Sie Chain Reaction, oder? Die Wars, glaube ich. Chain Reaction und der Legion of the Damned, oder wie der Kassen? Legion of the Damned? Legion of the Dead. Nein, stimmt, stimmt, ja. Der From Dusk Till Dawn Rip-Off. Verschnitt, genau. Ja. Ja, also da haben wir dann für Born Dead 2 auf alle Fälle große Namen, an denen du dich orientierst mit Resident Evil und Last of Us, gell? Da bin ich ja schon gespannt, aber das Wichtigste für mich, wenn du den dann veröffentlichst, dann unbedingt auch wieder in der großen Hardbox, weil ich flipp aus, wenn ich die 2 Filme nicht passend nebeneinander ins Regal stellen kann. Dito. Okay, das kriegt man hin. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich habe auch schon kurz überlegt, bei Backwood Carnage eine machen zu lassen, aber da würde ich die Community entscheiden lassen. Wenn die sagen, bei einem 14-minütigen Film braucht man nicht, dann bleibt das Ding weg, dann gibt's keine, oder in einer ganz, ganz, ganz kleinen Auflage höchstens. Aber das wird sich zeigen, genau. Also wenn dann auf alle Fälle 2 Stück schon mal reservieren für den Mike und mich. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Das kriegt man hin. Die kommen auf alle Fälle wieder ins Regal. Und für uns Sammler gibt's ja nichts Schlimmeres als irgendeine Filmreihe oder dergleichen und dann wird auf einmal irgendeine Fortsetzung in einem anderen Format veröffentlicht. Da kotz ich. Ja, das stimmt. Also ich glaube, Mediabook wird's dann nicht, aber Hardbox passt bei Underground-Sachen oder Independent, finde ich passender wie auf jeden Fall. Und die sind sowieso 100-mal schöner als Mediabooks. Ja, das gebe ich dir recht, auf jeden Fall, ja. Also man hat, manchmal verirrt sich ja trotzdem auch ein Mediabook rein in die Sammlung, so wird's doch bei euch auch sein, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, zur Genüge, wir haben ja zur Genüge Mediabooks, aber ich bin zum Beispiel mittlerweile so, dass ich wieder ein bisschen mehr in Richtung Hardboxen schaue, weil eben der Mediabook-Markt, das ist so überflutet und alles sind nur mit Repacks und Re-Release und Repack vom Re-Release und das geht mir voll auf die Nüsse. Die einzige Reihe, die wirklich nur kontinuierlich dahin sammelt, ist die Hammer-Reihe von Anolis. Das sind jetzt mal super geile, schöne Mediabooks und die Peru Le Fou Uncut-Reihe. Ansonsten schleicht sich hier und da mal wieder ein Mediabook rein, aber meistens schaue ich jetzt halt wieder ein bisschen in die Richtung Hardboxen, weil die einfach schicker sind und gefühlt nicht so uns nicht so erschlagen an Menge. Ja, ich meine, da gibt's natürlich Simon, auch bist du noch ja. Entschuldigung.
Nee, alles gut. Nein, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du auch so aktuell akuter Filmsammler bist oder ob du die hauptsächlich auf die Props und solche Sachen zum Sammeln beschränkst oder hast du selber auch eine Filmsammlung? Also schon auch eine ordentliche Filmsammlung, also vorwiegend Hardboxen. Das war damals, da bin ich auch ein bisschen ausgeartet. Es war halt auch wie eine Sucht, ne? Das kennt man ja. Das Konto monatlich ins Minus geritten. Hauptsache man hat die Hardboxen. Oh ja. Und ja, und jetzt da muss ich ein bisschen zurückstecken, weil die Props doch nochmal teurer sind wie Hardboxen und da muss ich immer genau überlegen, steht diesen Monat eine Hardbox drin oder eher nicht, aber ich entscheide mich dann meistens klar für lieber die Props und Eigenproduktion. Das frisst ja immer genug Geld. Aber habe noch eine ordentliche Sammlung, zum Beispiel Voodoo von 84 in der weißen Leinenoptik. Ah, okay. Schön. Das ist so mein Highlight, mein Prunkstück, ja. Stark. Bei euch auch ordentliche Sammlung wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. Habt ihr extra eine Wohnung dafür irgendwo noch? Du schon fast, Mike, gell? Ja, ich habe ein Zimmer halt, also ein Zimmer komplett voll rundum. Ja, das klingt doch gut. Aber wie gesagt, ich bin jetzt in der Szene oder in der Sammlerszene seit 1999 eigentlich hübsch dabei. Und ja, da kommt halt noch 20, 21 Jahre einiges zusammen. Und das stimmt wohl. ja, und ich habe vorher das ganze Zeug alles am Speicherbunker gehabt und nur 2 Regale quasi im Wohnzimmer. Mehr hat der Platz nicht zu lassen. Und dann und die Frau, natürlich. Gehört auch noch mit dazu. Platz und jetzt ist bei uns das Synonym für Frau. Richtig. Und die sagt, wo es hinkommt und wo nicht. Genau. Ja, und jetzt im neuen Haus, da haben wir jetzt auf alle Fälle, habe ich mir ausgebeten, ich brauche auf jeden Fall ein Zimmer für mich, die Man Cave, und da kommt quasi jetzt alles rein. Es darf zwar im ganzen Haus nichts irgendwo anders filmmäßig, wo es steht, eine Figur oder eine Büste oder sowas, aber dafür habe ich ein Zimmer, wo ich das ganze Zeug jetzt alles reinklatsch. Das passt doch, wenn da alles reinpasst. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann wird es da wahrscheinlich auch eng, sage ich mal, oder? Ja, bestimmt. Bestimmt, aber wie gesagt, so momentan geht's noch, aber mal schauen. Aber wie gesagt, es wird weniger an guten Releases, sage ich jetzt einmal, weil alles, was man so an Klassiker hat oder was es an Klassiker gibt's schon in jeder Verpackungsvariante mit jedem Cover und neue Sachen, ich muss sagen, so viel kommt jetzt eigentlich nicht an neue Filme raus, wo ich sage, da brauche ich jetzt auch unbedingt den im Regal oder sowas in der Richtung. Also ich hab mich da schon hübsch auf die Klassiker oder auf Filme aus den 70er und 80er Jahren beschränkt mittlerweile. Okay. Habt ihr eigentlich dann auch noch VHS bei euch irgendwo rumstehen oder sind die komplett geflogen? Na, ein paar habe ich schon noch. Also Starship Troopers, allein schon aus nostalgischen Gründen, weil ich den damals im Kino gesehen habe. Und ja, Tanz der Teufel 1 und 2 oder Nightmare Concert oder sowas, ein paar so VHS habe ich mir schon aufgekommen. Ja, ich meine, die Tanz der Teufel Cover sind ja auch halt mega, ne? Voll. Ich habe zwar bloß die geschnittene von damals mit. Das Cover habe ich mir auch extra noch behalten. Also ich habe sogar das eine doppelt, also von der ungeschnittenen. Und falls du die mal bräuchtest, kannst du dich ja melden. Genau so macht man es. Danke fürs Angebot. Dann praktisch die Bezahlung fürs Mitmachen. Genau. Ja, so ungefähr. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Und ja, war auf jeden Fall cool bis jetzt. Mir hat es auch sehr gefallen, coole Runde, und würde sagen, zu Born Dead 2 machen wir dann kein Interview, sondern da machen wir dann vielleicht auch eine extra Folge über Born Dead 2, ha Mike? Ja, machen wir eine Filmbesprechung, nochmal mit dem ersten und dem zweiten direkt und dann supporten wir das Ganze. Auf alle Fälle. Und dafür flattern irgendwann auf einmal Hardboxen von Born Dead 2 zu uns rein. Das kriegt man doch hin. Das kriegt man hin. Und natürlich wäre es auch cool, wenn man dann sich am Set von Born Dead 2 sehen würde, ne? Oh ja, das war noch. Also ich bin für sowas immer zu haben. Du musst mir nur zeitlich Bescheid geben, aber ich habe da immer Bock auf sowas. Ich bin begnadeter Schauspieler. So viele Krankmeldungen, wie ich schon vortäuscht habe, das hat kein anderer geschafft. Na also dann. Nee. Kranker Zombie, das klingt doch gut. Ja, einwandfrei, ja. Körperliche Gebrechen sind genügend vorhanden, dass ich nicht mehr gescheit gehen kann. Ja, du kommst voraus als Schiff daher. Ja, genau, ich bin dein Mann. Wir sagen auf alle Fälle vielen Dank, dass du dabei warst, hat uns gefreut. Coole Runde. Ja, hat mich auch gefreut, war mega und auf jeden Fall gerne wieder. Deine abschließenden Worte? Ja, zu viel Splatter gibt's nicht, zieht euch Splatter rein, das knallt, also. Genau. Ja, besser kann man es doch nicht sagen, zieht euch Splatter rein, das knallt. Genau. Finde ich geil, finde ich geil. Und die Mädels stehen drauf, oder?
Das sowieso. Ja, die meisten, ja. Und wenn nicht, dann ist es die falsche. Neue suchen. Genau. So sieht's aus. Nee, hat mich mega gefreut. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Danke, Ebenso. dir auch. Und danke fürs Einladen. Ja, immer gerne. Und danke fürs Kommen. Viel Erfolg bei Bornte 2 und mit Garden of Gore. Genau. Danke, danke. Und ans Publikum wieder mal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt Bock auf Underground Splitter, weil das knallt. Genau. Schaut ein wenig raus über den Tellerrand und haut sich nicht nur Fast and Furious rein oder sowas, Ja, genau, Pui sondern Teufel. auch mal ein bisschen Underground. Genau, und für jeden Hobbyfilmer da draußen, der liked und teilt uns nicht gerade, sondern der blendet auch immer wieder mal so sekundenweise unser Logo in seine Filme ein, so Fight Club-mäßig. Gerade kein Schwanz halt, sondern VLM. Genau. Dann macht's es gut und bleibt's geil. Servus. Ciao, ciao.